So, da müssen wir noch mal rein. Ja, bitte abwärts. So, pass auf, da hinten war der Lautsprecher, den nehmen wir jetzt einmal mit. Den werden wir wahrscheinlich für irgendwas benötigen. Das Inventar ist voll. Warum? Ach so, das KW haben wir auch noch. Scheiße. Ja, das heißt, wir müssen jetzt nochmal aussehen, oder? Denn da haben wir nichts zum Ablegen. Ja, das ist heftig. Wir müssen jetzt noch mehr für. Das finde ich fast ein bisschen nervig, dass das Inventar nur begrenzt ist. So, jetzt nochmal die Treppen auf. Und wir hätten da drin auch zum Zwischenlagern. Oder? Da war doch der Küchenschrank. Der da. Und da werfen wir jetzt einfach mal den Hammer rein, oder? Der nimmt den meisten bloß weg. Trockener Schwamm, keine Ahnung, für was wir den brauchen. So, also nochmal oben. Aber diesmal haut sie, dass wir das Ding mitnehmen können. Pass auf. Lautsprecher. Können wir den irgendwie zerlegen? Nicht. Kombinieren? Ah, nicht. Ein Stapel CDs mit alten Klassikern. Wie nostalgisch. Sonst haben wir nichts mehr, oder? Sonst haben wir ja alles gefunden eigentlich. Glaube ich zumindest. Da brauchen wir das Passwort. Von der Leiche haben wir das Blutnummer. Auf dem Stuhl ist nichts, oder? Da in die Regale auch nichts. Ja, dann kann man fast wieder aufgehen. Ja, gehen wir wieder auf. Vielleicht ist der Gary schon so weit, damit er das Schloss geknackt hat. So, Affi da. So, Gary, wie schaut's denn aus jetzt? Hast du es schon? Ich werde es schon noch schaffen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Wir haben keine Zeit. Was war denn da noch mit drin? Ich weiß gar nicht mehr.
Ach so, da war der Balkon. Da war das Zimmer von Hernandez. Tja, gute Frage. Und jetzt? Hier ist Claire Ashby. Leider kann ich Ihren Anruf nicht entgegennehmen. Bitte rufen Sie später noch einmal an. Ach so, da gibt nichts. Und in die Akten nochmal nichts. Und wir benötigen ja immer noch ein Passwort. Tja, da kann man nochmal, ja. Da müssen wir fast leider nochmal in den Keller oben. Das ist wieder etwas nervig, aber heftig. Denn ansonsten fällt mir nichts selber, was wir noch machen könnten. So, pass auf, nochmal da rein. So, zack, da hinten. Und jetzt müssen wir nochmal rumprobieren. Irgendwas muss ja funktionieren. Wie wär's denn mit dem da? Falsches Passwort. Das auch nicht. Tja, gute Frage. Dieses Telefon scheint zu funktionieren. Können wir denn das Telefon irgendwie... Nick. Der Computer ist an. Der Computer ist an. Dieses Telefon scheint zu funktionieren. Tja, Passwort. Eine Tierschädelsammlung. Sind das Trophäen oder Forschungsobjekte? Wahrscheinlich beides. Achso, da wieder seine CDs. Da war ja nichts mehr drin. Jetzt bin ich etwas überfragt, was wir machen könnten. Oder wo wir das Passwort finden könnten. Jetzt sind wir wieder im Folterkeller. Ein leeres Gestell. Wahrscheinlich für eine Überwachungskamera. Ja, das wissen wir. Gute Frage. Da ist es aufgegangen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was da mal war. Was war denn da? Ach, da war das so eine Zimmer da, gell? Mit den Puppen drin. Nicht? Genau. Und da können wir wieder in die Küche rauf. Jetzt Moment einmal, was da am Tisch ist noch was gelingen.
Jemand hat eine Nachricht auf die Zeitung gekritzelt. Wer ist als nächstes dran? Die existenzielle Frage eines jeden Serienkillers. Ja, das bringt uns aber nicht weiter. Das Telefon ist kaputt. So, jetzt gehen wir nochmal zu Gary Safi. Vielleicht ist er schon mal fertig. Noch nicht, oder was? Ich werde es schon noch schaffen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Mehr Zeit. Der bastelt schon die ganze Zeit drum und und. Vielleicht sollten wir mal Pause machen zum Rendern. Weil genug Material haben wir ja. Pass auf, dann mal speichern. So, wir sind immer noch da. Bei Garys, der kommt noch nicht vorwärts. Okay? Der braucht doch so lang. Ich werde es schon noch schaffen. Ja, bloß wann. So, wir schauen jetzt nochmal ein bisschen aussehen. Oder wann nicht? Wann ist sie? Vielleicht findet man noch irgendwas. Pass auf, wir gehen wir mal aussehen, oder? Genau, gehen wir mal von da hinten aussehen. So, jetzt sind wir wieder hinterm Haus. Ja, da hinten haben wir die Seil gefunden, gell? In einem Anhänger drin. Und mehr gibt's da, glaube ich, gar nicht, oder? Gibt nichts. Das Schild ist mit Schmutz bedeckt. Ich kann die Nummer nicht lesen. Ach so, da ist eine Nummer. Das Schild ist mit Schmutz bedeckt. Ich kann So, die Moment Nummer mal. nicht lesen. Ja, Moment. Haben wir das schon mal gesehen? Keine gute Idee. Moment. Trockener Schwamm. Können wir den vielleicht losmachen? Wir haben da ja einen Wasserhahn, gell, da hinten. Dieser Hahn scheint zu funktionieren. Er könnte sich jetzt nützlich erweisen, falls ich Wasser brauche. Ja, im Moment brauchen wir Wasser. Pass auf. Nasser alter Schwamm. Jetzt kann man doch eventuell das Nummernschild abputzen. Und dann kann man ja das Nummernschild lesen. Vielleicht ist es noch irgendwie ein wichtiger Anhaltspunkt. So, jetzt ein bisschen flotter, hinten da. Ja, pass auf, nochmal. RZZ 354, New Hampshire. Claire könnte diese Nummer zurückverfolgen. Claire könnte diese Nummer zurückverfolgen. Dann sollte man die mal anrufen. Da herin. Also Vic, gibt es irgendetwas, das du einer alten Freundin beichten möchtest? Selbstverständlich. Ich glaube, ich habe etwas, das uns bei der Identifizierung des Killers helfen könnte. Ich habe ein Nummernschild an einem alten Truck gefunden. RZZ 354, New Hampshire. Ich werde Kingsley bitten, sich darum zu kümmern. Er kann mir keine Bitte abschlagen. Ich muss los. Ruf mich an, wenn du ein Problem hast. Ja. Und das war alles, sie? Mehr nicht? Pass auf, das Ding haben wir noch, gell? Das wird bestimmt auch noch wichtig sein.
Oder wo war denn das? Die Schnitzerei, Mann. Das ist das da. Vielleicht ist das Passwort. Ich weiß gar nicht. Ja, pass auf, jetzt mag ich nochmal in den Keller gehen. Irgendwas haben wir übersehen. So, jetzt sind wir da. Vielleicht sollten wir... Pass auf, wir gehen nochmal ganz zurück. Zu der Zelle von der Hernandez. Weil irgendwas haben wir übersehen. Haben wir da irgendwas übersehen? Oder haben wir da? Nein, da war da der Stuhl. Der elektrische Stuhl, den Hernandez in den Aufnahmen erwähnt, sollte sich hier befinden. Ja, Claire? Ich habe einen Hinweis für dich. Der ehemalige Besitzer des Trucks erinnert sich dunkel an einen Namen. Parson oder Carson oder Manson. Irgendetwas in der Art. Es ist nicht viel, aber es reicht, um den Rest des Telefonbuchs auszuschließen. Gute Arbeit, Claire. Ich sollte dich im Auge behalten, sonst übernimmst du noch meinen Job. Nicht mal im Traum. Ich überlasse die Verbrecherjagd lieber dir. Ich bevorzuge mein Mikroskop. Bis später. Ach so, jetzt haben wir schon mal einen Namen. Der elektrische Stuhl. Und mehr gibt's ja nicht. Der elektrische Stuhl. So, schauen wir mal da hinten. Genau, die Zelle von der Hernandez. Schon wieder. Vic, das ist es. Wir haben einen Namen. Der Name unseres Verdächtigen lautet David Carson. Gut gemacht, Claire. Du bist die Beste. Das kannst du laut sagen. Ich liebe Puzzles. Aber du hast alle notwendigen Teile besorgt. Wir sind ein Wahnsinnsteam. Endlich haben wir einen Verdächtigen. Hast du ein Foto finden können? Leider noch nicht, aber ich suche weiter. Ich rufe dich zurück, sobald ich etwas Neues habe. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe, Claire. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon einen Namen. David Carson heißt der Typ. Und kann eventuell unser gesuchter Mörder sein. Ja, Moment einmal. Wir haben doch mit der Hernandez haben wir doch das Halsband entfernt. Liegt das denn auch umeinander? Schon, oder? Ich bezweifle, dass es sich bei diesem Halsband um reine Zierde handelt. Das ist das Halsband von der Hernandez. Und das habe ich gar nicht mehr gedacht. Tja, und sonst? Und sonst sollte man vielleicht mal wieder aufschauen. Halt, Moment, frische dir. Wir müssen... Moment einmal. Da eine. Da rum. So, pass auf, der schnellste Weg nach oben. Oder gehen wir nochmal um zum Computer? Pass auf, Benutzername, wir wissen ja den seinen Namen. Vielleicht passt ja da rein.